Hallo miteinander! Heute zeige ich euch mal, wenn ich ein Let's Play aufnehme, mit allem drum und dran, von Anfang bis am Schluss. Und dass ihr euch einmal denken könnt, wie das da aussieht. Wir werden einen Part Minecraft aufnehmen, Let's Play Minecraft, also nicht Together, sondern einfach so. Together ist noch ein bisschen komplizierter, da muss ich noch mehr machen. Dort startet nämlich noch der Server und muss immer noch so Soundchecks machen, damit es lustig stimmt, aber vielleicht werde ich da auch noch mal ein Video drüber machen, aber allein Like ist jetzt mal einfacher, zum Grundsachen zu zeigen. Also da haben wir zuerst mal meinen Desktop, Hintergrund ist selber gemacht, logischerweise. Dann hier ein bisschen aufgeräumt, hier extra, dass ihr es gut seht. Da Minecraft Game Booster und so, Game Booster brauche ich nur hauptsächlich bei Multiplayer, wenn ich zum Beispiel Minecraft spiele oder so und gleichzeitig Server hoste, damit es nicht laggt, mache ich es mit Game Booster. Es sieht dann so aus. Ja, und dann habe ich das Games und so weiter. Und ganz am Anfang tue ich normalerweise immer so das Headset testen, um zu schauen, ob es richtig eingestellt ist, da, mein G35. Ich klicke hier auf Stimme abspielen, dann höre ich mich selber. Aber logischerweise funktioniert das Headset jetzt schon richtig, da Mikrofon. Sonst könnte ich jetzt da gar nicht aufnehmen. Und dann schaue ich immer im Fraps. Schaue ich da, ob das Zeug richtig ausgewählt ist, weil wenn Fraps die ganze Zeit läuft und mein Headset eigentlich nicht eingesteckt ist, da, zeigt es dann nachher an, dass kein Mikrofon drin ist und nimmt den Ton nicht auf. Das ist mir nämlich schon manchmal passiert. Und Hide Mouse Cursor ist vielleicht nicht so gescheit. Moment. Sonst habe ich die Aufnahme nur schnell unterbrochen. Und ja, jetzt dann gehe ich meine Musik starten. Also sobald ich so weit bin. Wo haben wir es? Das ist übrigens so mein Let's Play-Dings. Kann ich euch gerade schnell zeigen. Movies, da, das ist vom Fraps, da wird die Rohdatei gespeichert, da drin. Nachher, bevor ich es ändern tue und ich die verschiedenen Ordner einteile, verschiebe ich es zum Beispiel hier rein, dann sehe ich, das Zeug muss ich noch rendern. Sobald ich es gerendert habe, lösche ich es wieder. Und die gerenderten Dateien, der Part speichere ich alle da, immer so nach Namen und so, da habe ich da jetzt alle Parts drin und alles Zeug, alles. Was ich gemacht habe, ja, die lösche ich eigentlich auch nicht, weil, ja, die... Dann zeige ich nachher auch noch immer das Logo und so vorhin. Auf jeden Fall hier habe ich meine Playlist, das ist die uralt, das ist die neue, da habe ich da verschiedene Versionen. Bla bla bla, ja. Das ist meine Playlist. Nicht ganz, jetzt sollte ich wieder mal aktualisieren, aber 81 Dinger, Lieder. Ich starte einfach mal und dann ist es viel zu laut gestellt, wie man jetzt gehört hat. Dann meistens habe ich es so auf 9 oder so, aber im Moment muss ich es wahrscheinlich wieder anpassen. Und da muss ich eben auch noch einen guten Mix bekommen. Zwischen, jetzt ist es aber glaube ich ein bisschen laut. Zwischen Minecraft Sounds und Ding. Und vor allem muss ich dann die Lautstärke von meinem Headset immer so einstellen, dass es für mich nicht zu laut ist, sonst rede ich zu laut, wenn die Musik zu laut ist. Und normalerweise würde ich jetzt die Aufnahme unterbrechen, würde ich es kurz aufnehmen, wenn ich etwas sage, so Soundtest und so würde ich sagen. Die Aufnahme würde ich unterbrechen, würde ich auf Movies gehen, dann würde es da eine Datei geben. Ich würde sie hören und würde schauen, wie laut die Musik ist. Das ist, wenn ich jetzt die Aufnahme unterbreche, seht ihr aber nicht, wie ich das mache. Aber ich mache es jetzt schnell und teste schnell den Sound. Ich unterbreche jetzt einfach schnell die Aufnahme. Genau, ich unterbreche schnell die Aufnahme und dann filme ich gerade wieder, wenn ich es schaue. So, da haben wir jetzt die Datei. Wenn man sieht, da, das Zeugs da, die Rohdatei, das sind die, die es jetzt gerade aufnimmt, aber das ist die Datei, die es vorher aufgenommen hat. Und dann zum Soundtest, alles was wichtig ist, dass ich ihn einfach Doppelklick drauf mache, weil es ist einfach nicht mit dem Video als Media Player und dann wird die Playlist jetzt da wieder dingseln und da will ich nicht, dann pausiere ich halt da die Musik, damit ich die nicht auch noch als Störgeräusch habe und dann öffne ich es mit dem VLC. Und lasse den nicht in voller Lautstärke, damit ich jetzt, Moment, so. Sonst habe ich die Aufnahme nur schnell unterbrochen. Alle Parts einstellen, dass es für mich nicht zu laut ist, sonst rede ich zu laut, wenn die Musik zu laut ist. So, und normalerweise würde ich jetzt die Aufnahme unterbrechen. Ist eigentlich relativ gut, darum lasse ich es jetzt so. Hier Musik wieder starten. Dann mache ich auf meinem iPad hier meinen Timer parat, also so. Jetzt habe ich hier den Timer vor mir, das seht ihr halt nicht, aber sonst hätte ich da noch Skype oder Teamspeak bei einem Let's Play Together, aber ja, das zeige ich vielleicht ein anderes Mal. Aber jetzt mache ich es mit Game Booster, damit ihr auch schön seht,
Weil das würde gehen, dann unterbricht es mir zwar die Aufnahme. Aber dann, ja, geht es gerade nachher weiter. Das Zeug habe ich da schon richtig eingestellt, sonst müsste ich es da noch einstellen, aber das ist schon richtig eingestellt. Ich klicke auf Minecraft, klicke Boost und Start. So, und da sind wir wieder. Es hat jetzt nicht gerade alles aufgenommen beim Aufstarten. Aber, ja, jetzt seht ihr meine Taskliste und so, logischerweise, weil ich jetzt im Fullscreen bin. Aber jetzt drücke ich, gehe ich zuerst in meine Welt. Und ich werde jetzt den Part als richtigen Part aufnehmen. Und dann auch das ganze Part aufladen. Aber jetzt, bei diesem Video, zeige ich euch nur kurz, wenn ich wieder anfange. Und schneide es nachher raus. Und danach lade ich aber den Part, den ich aufgenommen habe, als ganzen Part auf, als normalen Part. Den Minecraft-Part. Dann seht ihr nachher, wie es hinter der Kulisse aussieht und wie dann nachher der schlussendliche Part aussieht. Auf jeden Fall lade ich hier meine Welt. Ich habe jetzt hier offscreen noch ein bisschen weitergebaut. Da hinten, aber das ist jetzt eigentlich nicht wichtig, weil das sage ich euch alles im Part. Dann am Anfang warte ich natürlich, bis die Welt schön generiert ist und ein bisschen geladen hat, weil sonst lohnt es sich ja nicht. Und neue Texturen übrigens, aber das ist ja jetzt alles nicht wichtig. Was haben wir da so? Ah, das ist das neue Design. He? Gut. Schon lange kein Part mehr gemacht. Dann warte ich da immer, bis die blöden Bäume da hinten geladen haben. Dann drücke ich F1. Ich stehe irgendwo hin, wo ich anfangen will. Je nachdem, dass ich einen guten Ausblick habe auf das, was ich brauche. Zum Beispiel jetzt hier habe ich weitergebaut. Würde ich sagen, stehe ich irgendwo da hin. Drücke F5 zweimal. Und dann positioniere ich die Kamera so, wie ich sie will. Und nachher fange ich an und wenn ich anfange, mache ich das so, dass ich die Aufnahme... Schau, jetzt seht ihr, wie es hinterher auch noch die Welt lädt. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Aber wenn ich anfange, dann mache ich so, dass ich die Aufnahme starte und gerade den Timer starte. Also ich starte den Timer und dann starte ich gerade die Aufnahme, dass ich gerade parat bin. Und dann ja, sehe ich ungefähr immer, was für Zeit ist. Jetzt ist dann nicht mehr so wichtig, dass die 15 Minuten Parts kann Dings leben. Aber schau, jetzt seht ihr, wie die Welt immer noch lädt. Ein bisschen. Sobald es nichts mehr lädt, fange ich dann an. Aber jetzt ist es eigentlich recht gut, jetzt ist es gut zum Anfangen. So, jetzt machen wir das schnell so. Jetzt starte ich den Timer. So, hallo miteinander. Herzlich willkommen zum Green Eagle Gaming Let's Play Minecraft. Da, ich habe da weitergebaut. Beim Dings schon lange kein Part mehr gemacht. Ich hoffe, ihr habt Special geschaut. Und da ist eben jetzt wieder die ganze Welt ganz. Ja, ich habe mal verarscht, ich weiss, sorry Mann. Aber es hat müssen sein. Und übrigens, das ist jetzt gleichzeitig auch ein Let's. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die erwachsen werden und noch ein bisschen mehr züchten dann. Vielleicht noch ein paar Mal hin und her laufen mit Eiern und nachher die Eier da sammeln und hin und her züchten. Würde ich sicher offscreen noch ein bisschen machen. Und nachher im nächsten Part sehen wir da auch schon, wie es wieder weitergeht. Mit dem Dings da. Bis dann, ciao zusammen. So, da bin ich wieder nach dem Let's Play. Musik wieder beendet. Dort haben wir wieder beendet und ich habe noch eine kurze Pause gemacht. Und da haben wir jetzt auch schon die Files parat. Ich werde jetzt nur den Ding zusammenschneiden, den eigentlichen Parts. Das Making-of werde ich dann nachher rendern. Also von dem her sehen wir wieder, das ist wieder dann Offscreen eigentlich. Also Offscreen ist ja nicht so alles. Ich habe jetzt zweimal angefangen, also das ist die eigentliche Aufnahme, wenn wir jetzt so anschauen. Dann sehen wir. Komm. Hallo? Fällt sie? Was läuft? Dann sehen wir da. Machen wir es halt so. Ja, natürlich, ja, genau, das habe ich natürlich auch so wählen. So. So. Das Ganze. Also das ist eben, da habe ich nachher angefangen. Das ist nur noch da am Anfang vom Making of da. Jetzt verschiebe ich da noch LP Minecraft, dass da nachher nichts mehr hat.
Die sind nachher schön, was noch zum Rendern ist. Aber Intro ist nicht zu rendern. Das war die Dinge, die ich gebraucht habe fürs Intro. Dann ich After Effects, das ist das Programm, das ich rendere. Einfach damit es genug klein wird. Jetzt bräuchte ich das eigentlich nicht mehr. Mit Windows Movie Maker zum Beispiel wird es viel einfacher gehen zum Rendern. Weil ich kann es einfach einschieben, die verschiedenen Files, weil Fraps macht eben immer noch 4 GB, also fast 3,95 meistens. Macht es von selber ein Absparding, dass man es auch auf FAT32 speichern kann, also auf USB-Sticks und so und nicht nur auf NTFS-Dateisystem. Bringt eigentlich nichts, aber ja, macht es ein bisschen mühsamer zum Zusammenschneiden. Und eben, aber da habe ich es gemacht, ganz am Anfang habe ich es so gemacht, weil es so viel kleiner wurde und ich so, ja, dann nicht halt mehr Parts hochladen, also besser gesagt, die Internetverbindung ist so lang, dann habe ich eben 5 bis 6 Stunden gehabt, an einem Part. Riesenweg hätte ich 3-mal länger gehabt, mit Windows Movie Maker oder sonst irgendetwas. Und dann haben wir da die verschiedenen Dinge, neue Komposition, das Verhältnis vom Ding kommt auf das Teil drauf an. Bei Minecraft ist bei mir die Auflösung da, weil ich es nicht dingselt habe. Nicht. Ach, es ist alles falsch eingestellt. Normalerweise ja, ist es immer gleich eingestellt, das stelle ich da aber so ein. Bei Minecraft will ich nicht Vollscreen haben, sondern oder noch Taskliste, damit ich immer die Aufnahme sehe, ob es aufnimmt oder nicht, weil sonst habe ich das Problem, dass ich da nicht gesehen habe. Mache ich da importieren. Bla, dann ist es natürlich dann falsch Not. Normalerweise ist es aber richtig Not, aber ist schon so lange kein Part mehr aufgenommen. Und gleichzeitig habe ich da noch anderes Zeug gemacht, oder? Und dann gehen wir auf Movies, LP Minecraft, da. Dann haben wir hier das, aber importieren wir die schnell. Und dann braucht es natürlich noch das geile Intro da, habe ich da natürlich auch parat. Und dann meistens rendere ich gerade ganz viele Parts am Stück, also dann nehme ich vielleicht ein paar Tage auf und nachher rendere ich gerade etwa 5, 6, 7, 8 Parts am Stück. Weil ich natürlich immer dazu macht es immer ein bisschen schneller, am Anfang habe ich da noch nicht gecheckt, ich kann nicht am Stück rendern. Und dann lasse ich es einfach eine Nacht laufen oder so und rendere es am Stück. Und jetzt muss ich da eben so hinziehen, damit es schön stimmt, das sind die einzigen Dateien, da zuerst das Intro und nachher diese 3 Sachen. Musik habe ich schon drin, logischerweise. Und nachher lasse ich es auch schauen, ich schnell rein, ob es alles stimmt und so. Ja komm, jetzt kannst du schon lang. Ah, ja da. Dazu mich da als Kleine, natürlich will ich da die ganze Zeit machen. Es stimmt aber nicht genau, es sind ein paar Frames oder so, sind es zum Teil daneben, aber da merkst du schon nicht. Aber ja. Meistens überschneidet es sich ein bisschen, aber ja, auf jeden Fall tue ich da ungefähr einigermaßen genau hin. Da hinten noch. So, dass es einigermaßen stimmt. Einigermaßen halt. Dann haben wir da Ding, dann gehe ich das immer am Schluss, damit ich, ja, seit ich einen 15 Minuten Part habe, muss ich immer die Partlänge selber bestimmen. Dann sehe ich da 17:53 ist das Ende, also ja, dann sieht man die Zeit. 17:53. Ja, ich hier auf Film erstellen, ist ja eigentlich egal, wie da geht. Auf jeden Fall da ist die Renderliste. Und ganz am Anfang habe ich da immer alles selber eingestellt. Bei jedem Mal habe ich da auf H164, das ist MP4-Format, das auf YouTube verwendet wird. Einfach das komprimierte MP4, der hier Audioausgabe 48 kHz. Bla bla bla. Ah, verdammt, das ist da wieder falsch eingestellt und so. Und da jedes Mal frisch eingestellt habe ich da meine Bitrate und so weiter habe ich so geregelt und so, und da habe ich jedes Mal eingestellt. Und nachher logischerweise ist es ein bisschen mühsam geworden, da habe ich da, wie sagen wir, ein Preset gemacht, also die Vorlage, wo dann alles gerade eingestellt ist. Wenn ich jetzt da draufklicke, sieht man gerade, bla bla bla, ist alles richtig eingestellt. Da mache ich immer auf optimale Einstellungen. Und dann ist da gerade alles richtig eingestellt, beste Auflösung, beste Qualität, volle Auflösung und so weiter. Dann muss ich da bei ND, tue ich immer die Zeit ziehen, die muss sich halt auswendig merken, 1847. Ist es nicht gewesen, es war irgendetwas mit 17 gewesen. Ja, jetzt weiss ich die halt wieder nicht mehr, dann kann ich es halt noch schauen. 1753. Dann haben wir das 1753. Gebe ich da 1753 ungefähr. Dann Speichern unter. Der falsche Ort.
Ja. Jetzt haben wir da die Ordner, jetzt gehen wir da, das sind ja die gerenderten Dateien von LP Minecraft. Jetzt sehen wir Part 49, Kurs 50, Part 49, Part Rückblick, Part 49, Kurs Special. Auf jeden Fall, ja. Da hat irgendwo noch ein Special, das jetzt irgendwie nicht da ist. Auf jeden Fall ist jetzt da Part 51. Der andere sehen wir, ich schreibe nicht den ganzen Ding neu. Part 51. Dann, sobald ich so weit bin, weil das braucht ziemlich Leistung und nachher kann man fast nichts anderes mehr machen, klicke ich auf Rendern. Ich unterbreche jetzt die Aufnahme, also ich klicke jetzt mal drauf und nachher sehen wir uns wieder, wenn ich den Upload starte. Bis dann. Ja, es rendert es da. So Leute, da bin ich wieder jetzt gerade fertig gerendert, gerade jetzt. Ui. Und dann, sobald es weit ist, öffne ich natürlich immer so am Abend oder am Morgen. Wow, eben jetzt ist es fertig gewesen, das ist auch cool. Da sieht man da, Renderzeit 38 Minuten, ja. Meistens ist es ein bisschen schneller, aber es kommt darauf an, bin ich gleich Seite anders machen, was ich jetzt gemacht habe. Dann schließe ich das und öffne den Firefox, Mozilla Firefox. Nein, und so, und dann ja, haben wir da Greener Gaming, dann gehe ich da meistens auf Videomanager und schaue, was das letzte für ein Part war. Da sehen wir da zum Beispiel, Skyblock war erst gerade, da die beiden Specials. Making of, also Let's Play Together haben wir schon etwas gehabt, das Making of. Skyblock haben wir auch gehabt, Together. Ja, dann würde man sagen, lassen wir jetzt mal Minecraft durch, also besser gesagt, im Moment habe ich nur gerade da eine Partführung. Dann ja, Video hochladen. Schön. Dann sind wir wieder da. Und wir wählen das Video aus, das wir vorher gerendert haben. Oder vielleicht auch ein anderes Mal, da Part 51. Dann startet er da den Upload. Wie man schon sieht, da mal das MP4 weg. Strich hinterher und dann kann es eigentlich schon anfangen, Kategorie Spiele. Das muss man halt jedes Mal machen und dann da nehme ich einfach das letzte Video von dem Ding, das ist jetzt schon länger her. Let's Play Minecraft. Das ist ja schon ewig her, da. 13. März. Aber das ist jetzt Special Loss dazwischen gekommen. Das ist wahrscheinlich gar nicht das letzte. Ah doch, das ist das letzte, das richtige. Scheiße. Kapiere ich da Text und so ein, die müsste ich wieder mal aufbessern, man stimmt die schlimm. Und Beschreibung. Und dann schreibe ich da ein, was wir gemacht haben. Meistens muss ich jetzt noch einmal das Video anschauen, damit ich wieder genau weiss, was ich gemacht habe. Weil ich sitze, also weil ich meistens ja viel aufs Stück aufnehme. Jetzt weiss ich es aber zum Glück noch so einigermaßen. Dann schreibe ich jetzt zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob ihr den aber halt lesen, da könnt ihr den Rapid-Kommentar schreiben, ob es das sich lohnt. Zum Beispiel Offscreen. Hühnerschlechterei. Maschine. Präsentieren. Und einweihen. Wieso mache ich das auf Deutsch? Egal. Einweihen. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich gemacht habe, oder? Ja. Jetzt schreiben wir noch irgendwie so, dieser Part gehört zum Real-Time LP Making oder so. Dann noch einen Link unten hin, ja. Kann ich jetzt nicht wissen. Dann füge ich da noch so eine Playlist hinzu, LP Minecraft. Suchen wir da die richtige Playlist. LP Minecraft, 51 machen wir Rückblickbar. Wenn das Video fertig ist, sieht man hier die Prozentzahl. Dann kommt da jetzt vielleicht noch ein Titel hier, zum Beispiel. Ja, jetzt müssen wir immer überlegen, was zum Beispiel passen.
das ist endlich wieder mal ein Part. Oder zum Beispiel die Hühnerschlächterei. Nein, komm, lassen wir das endlich wieder ein Part, ist schon gut. Und dann muss ich noch warten, bis das fertig ist, und dann wähle ich noch das Video-Thumbnail aus, also da das Vorschaubild aus 3 Bildern. Aber ja, ich glaube, das könnt ihr euch jetzt langsam denken, das muss ich nicht alles noch einzeln zeigen, aber ja, es ist schon recht viel Arbeit. Ich hoffe, das habe ich euch jetzt damit zeigen, dass es recht viel, so wie da habe ich da 3 Vorschaubilder, dass es recht viel Arbeit ist, das Ganze zu machen. Und ja, hoffe ich natürlich, dass ihr da ja auch weiterhin auf eure Unterstützung, und ja, wenn ich schon da so einem Behind-the-Scenes-Video bin, wo ich hier im Kanal zeige, werde ich da auch noch gerne etwas zeigen und ein bisschen Werbung machen. Ich habe einen neuen Kanal gemacht, Green Ray Musik. Also eigentlich habe ich Green Ray Music nehmen, aber der hat es schon gegeben. Dann habe ich mal mit der FL Studio, was ich übrigens auf dem Desktop habe, könnte ich vielleicht, wenn ihr wollt, mal zeigen, wie ich das genau gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich da mal das erste Lied, also meinen ersten Track gemacht. Den habe ich sogar schon verwendet, in 2 Specials und so, als Begleitmusik. Aber ich spiele jetzt einfach mal, ja, so, wie kann das da nicht, aber ich spiele jetzt einfach mal ein paar Dinge, kurz ein paar Szenen. Auf jeden Fall ja ein Track mit vielen verschiedenen Melodien, Geigen und allem möglichen. Und ein bisschen Beat. Und den könnt ihr theoretisch hier auch downloaden, habe ich eigentlich gemeint. Da fehlt nur der Download-Link. Okay, ja, den will ich nachher noch rein. Den habe ich aber bei meinem Facebook-Post drin, aber den könnt ihr nicht anschauen, weil der bei meinem Privataccount ist. Aber den werde ich rein tun, wenn ihr da hingeht, werdet ihr es sehen. Den könnt ihr hier runterladen, 5,525 MB oder so ist die Datei. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal anschauen, Green Ray Musik. Eben, merci fürs Zuschauen hier bei diesem Part. Eben, ich hoffe, es hat euch mal einen Einblick gegeben, wie das Ganze so läuft und so. Und wenn ich dann mehrere Videos würde hochladen, was ich zum Teil auch mache, so, wenn ich völlig Parts habe, ist das überhaupt nicht der Fall. Dann würde ich auch noch weitere Videos hinzufügen und dann genau das gleiche noch eins machen. Aber habt ihr gesehen, es braucht mindestens doppelt so viel Zeit. Für ein Let's Play schon nur zum Beispiel zum Rendern braucht es doppelt so viel Zeit, 38 Minuten ist es vorgegangen. Das Video selber zu machen, der Part selber geht 15 Minuten, vorne dran vielleicht noch 15 Minuten, hinten dran dann noch zum Zusammenschneiden und so vielleicht 5 Minuten und nachher zur Hochladenverschiebung machen vielleicht nochmal 5 Minuten. Auf jeden Fall, ich würde sagen, gesamthaft hat man ziemlich lang für einen Part, sagen wir mindestens eine halbe Stunde, nein. Also wenn man das Rendern dazu zählt, hat man 3/4 Stunde oder so. Nein, wenn ich das Rendern würde dazu zählen, hätte ich eine Stunde oder so pro ein Part. Gesamthaft Zeit, was es braucht. Wenn ich das Rendern nicht dazu zähle, würde ich in dieser Zeit etwas anderes machen zum Beispiel, aber ich kann in dieser Zeit nicht wirklich machen. Ja, egal. Aber ja, ich kann es euch selber ausrechnen. Und ich, ja, hoffe, da hat euch mal ein bisschen Einblick gegeben. Würde ich sagen, ciao zusammen bis in einem anderen Let's Play oder sonst etwas. Und sagt gerne, was ich noch für so Sachen soll machen, so Behind the Scenes und so Zeug wie das. Wenn ich euch ein bisschen Einblick gebe in die Welt, würde ich schon gerne noch mehr machen. Und so, schreibt einfach, was ihr wollt. Also das nicht irgendwie ein Let's Play, das ist einfach, ja, frei halt. Das kann sonst irgendeine Idee sein, aber ich würde mich gerne ich bin immer gerne offen für Ideen.